Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Hoffe, es geht noch gut, hoffe, alles klar. Was für eine Woche, hey. Wirklich, wirklich krass. Vom Montag auf den Dienstag, für die es nicht mitbekommen haben, ist ja das Uncharted 4 rausgekommen. Ganz, ganz ein beeindruckendes Game in meinen Augen, vor allem auch grafisch. Und ja, kurz darauf, das heisst, am Donnerstag habe ich netterweise schon mein Päckchen von Alcom bekommen, ist jetzt Doom rausgekommen. 2016er Version. Und anfänglich war man ja, glaube ich, nicht so begeistert gewesen. Multiplayer-Beta hat auch nicht wirklich so gezogen. Aber das Game selber im Singleplayer ist hure geil im Fall. Wirklich Strub. Doom 1 und 2 habe ich geliebt. Doom 1 bin ich etwa 10 oder so, als es rausgekommen. Und mit dem Doom 3 konnte ich nicht viel anfangen. Habe ich relativ langweilig gefunden. Aber das Doom, in dem Sinne das 4 oder eben Doom 2016er Version, ist echt der Hammer. Hey. Es ist schnell, es ist brutal, es sind Feuergefechte, ohne dass man irgendwie nachladen muss, ohne dass man sich irgendjemand muss in Deckung bewegen oder so. Es ist einfach wirklich, wirklich schnelles, actiongeladenes Gameplay und so etwas hat mir eigentlich gefällt. Das letzte, wo ich das hatte, war vielleicht irgendwie im Shadow Warrior gewesen. Ja, jetzt für die selber noch spielen wollen, es wird ein paar Spoiler beinhalten. Ich habe jetzt doch auch schon ein paar Stunden gespielt, darum vielleicht nicht heranschauen oder am gescheitsten ganz ausschalten. Und den anderen wünsche ich viel Vergnügen. Es sollte noch so einen ersten Eindruck geben auf das Game, weil es kann sein, dass ich wieder mal ein Let's Play mache. Ob ich es dann jemals wird fertigstellen, ist natürlich immer wieder ein anderes Thema. Aber ja, mal schauen. Let's go. Also, jetzt muss ich mich schnell orientieren, was hier abgeht. Hier haben wir eine sehr komfortable, anfänglich ein bisschen verwirrende 3D-Karte, wo man aber auch kann auf 2D wechseln kann. Da ist es halt ein bisschen schwierig mit den verschiedenen Ebenen. Aber da kommt man eigentlich noch gäbig damit klar. Irgendwie muss ich hier hinten haben. Alright. Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt schnell etwas Ungewöhnliches. Gehe noch einmal zurück ins Menü. Es gibt halt nicht so viele Gameplays zu sehen, aber eben, wenn dann wirklich das Let's Play mal kommt, ist es, ist es dann noch früh genug, noch mehr Gameplay zu zeigen. Was ich jetzt schnell machen kann, ist eine der Startmissionen schnell reinhauen. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar Elite Guards, die mir noch fehlen. Ja, sonst sieht das nicht schlecht aus. Gehe ich sonst mal in die Argent Facility. Die Story hat auch eine kleine, aber nicht wahnsinnig. Es ist auch so, dass der Typ, der Doom Guy, ist eher so ein bisschen ein Hau drauf Typ, was eigentlich auch noch recht sympathisch ist. Hat ja auch schon einiges durchgemacht. Ja, die Ladezeiten sind bei PS4 und Xbox One ein bisschen länger. Auf dem PC habe ich es mittlerweile auch mal anzocken. Dort flusst es natürlich recht über die SSD-HDs drüber, aber es ist auch auf der Konsole eigentlich noch im erträglichen Rahmen. Ihr seht es ja selber, ist hier Realtime am Laden, während ich das überbrücke. Und das Level habe ich auf jeden Fall schon gespielt, darum kenne ich mich hier sicher ein bisschen aus. Ich hoffe, dass der Ton laut genug ist. Das ist gang wieder die gleiche Aussage, die ich mache, aber ja, mein Recording-Setup ist halt gang noch so ein bisschen notmässig. Alright. Grafisch ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr in Ordnung, muss ich sagen. Und vor allem jetzt ganz geile Videooptionen für eine Konsole, eigentlich eher ungewöhnlich. Motion Blur bin ich so ein bisschen am Experimentieren. Eigentlich kann ich es nicht so gerne, aber jetzt hier sieht es eigentlich noch easy aus. Dann hier die chromatische Aberration. Weiss nicht, vielleicht können es die selber Fotos oder Videos machen. Das hat ja so ein bisschen damit zu tun, wie gerade schwarze Objekte oder so im Hintergrund aussehen. Und dann hier, das Sichtfeld ist ganz geil, normalerweise auf 90. Und das kann man auf 110 auffräsen. Das ist für mich natürlich viel angenehmer. Ich möchte lieber mehr sehen als weniger. Und darum super, dass sie die Option drinnen haben. Muss ich recht begrüßen. Waffen haben wir jenste. Am liebsten tue ich eigentlich hier mit der Pumpe spielen. Und ich habe es auch von der Steuerung her so eingestellt, dass ich mit L1 hüpfen kann. So kann ich eben springen und zielen und alles zusammen. Ja. Also, jetzt hoffen wir doch, dass der hier mal losgeht. Gell? Kann ich hier auch noch drücken, ja.
let's go in die wunderschöne Aussenwelt. Jetzt schiebe ich hier nicht irgendetwas vor mir her. Hier oben haben wir schon ein paar Gegner am Rumturkeln. Ja, es ist wirklich sehr geil gemacht. Es ist ein richtig geiles Game. Ich hätte es nie gedacht, wirklich nie gedacht. Haben wir es natürlich neu durch erhofft. Aber ja, es ist eigentlich fast so ein bisschen wie das Wolfenstein, muss ich sagen. Man hat nicht allzu viel erwartet und er schlägt das Ding ein wie eine Bombe. Die Motorsage kann man auch vornehmen. Die ist jetzt einfach nicht unlimitiert, so wie früher in Dooms. Man muss auch ein bisschen Benzin aufnehmen. Aber sonst ist das eigentlich noch ein sehr hilfreiches Werkzeug. Also, während das jetzt doch ein bisschen ziellos in der Gegend bei uns gespestelt, holen wir hier noch ein bisschen Schild. Man kann seine Leben aufrüsten, sein Schild aufrüsten, die Waffen kann man aufrüsten. Es gibt verschiedene Mods. Momentan habe ich so den Sprengmunitionsmod. Es gibt noch einen zweiten, wo pro Waffe meistens, wo man dann, eben auch kann einschalten kann. Hier macht er so einen 3-Schuss. Also es ist eigentlich noch gäbig gemacht, so dass man wirklich auch sehr individuell seine Waffen kann gestalten, sein Vorgehen kann definieren. Und ja, ihr seht, es ist wirklich ein flinkes Game. Also, es ist geil gemacht. Es ist wirklich erstaunlich gut. Vor allem eben das Doom 3, wo es rausgekommen hat es mich kein Furz interessiert. Und etwa vor einem Jahr, 1,5, habe ich gedacht, ja easy, komm, zocke das auch mal durch, dann weiss ich auch, von was die Leute alle geredet haben. Und ich habe es heute noch nicht fertig. Im Fall wirklich länger als eine Stunde halte ich das kaum aus. Weil es ist echt, ich weiss, sie haben dann so ein bisschen auf Grusel und so machen, aber um ganz ehrlich zu sein, da schläft dir das Gesicht ein bei diesem Game. Aber Geschmäcker sind verschieden. Es gibt natürlich auch die Gruselatmosphäre ziemlich cool gefunden haben. Da vorne ist irgendein Tierchen am Flüchten vor mir. So, Sound kommt mir auch gut rein. Die Waffeneffekte sind für ein paar scheinbar ein bisschen zu wenig pushy, aber mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Jetzt rebelt es eventuell gleich gerade mal. Dann haben wir hier die doppelte mal raus. Die habe ich auch schon voll aufgerüstet. Der ist sicher ein bisschen hilfreicher, weil wenn man sie noch nicht aufgerüstet hat, dann ist es halt ein bisschen leid, weil sie dann nicht allzu gäbig ist. Es geht dann ewig, bis sie nachgeladen hat und so. Und hier ist sie eigentlich wirklich ein bisschen flinker. Sie ist steinmühsam aber mit ihren Schildern. So, aber das hätten wir. Auch noch gerade nehmen. Aus. Uiuiuiui. So. Das Ziel, das ich eben verfolge, ist, das Game einmal durchzuspielen. Also mein Let's Play wird sicher nicht ein Vanilla sein, das ich das erste Mal spiele, ein Blind in dem Sinn. Sondern eben mehr habe ich es einmal durchgespielt und dann sollte der härteste Schwierigkeitsgrad auswählbar sein. Und hey, jetzt habe ich doch vorhin gemeint, ich hätte hier irgendeinen Bonus noch einkassieren können. Das ist weiter oben. Und dann werde ich es dann eigentlich auf dem versuchen zu zocken. Eben, wie gesagt, das Wolfenstein habe ich auch schon nicht ganz zu Ende gebracht. Es könnte auch dem das Game das gleiche Schicksal erleiden. Aber momentan bin ich eigentlich noch guten Mutes und motiviert. Wow. Dicker Fisch. Aber eben, wenn man ein bisschen... Scheiße. Wenn man ein bisschen in Bewegung ist, dann können sie eben nicht so viel machen. Ja, die Gory-Kills sind natürlich auch relativ brutal. Das ganze Game ist ziemlich brutal. Also Brandine war ziemlich schockiert. Man kann auch noch seinen Anzug mit so Runen versehen, was ja, zusätzliche Fähigkeiten freischaltet. Und so kann man eben auch wiederum seinen Spielstil ein bisschen anpassen. Also jetzt haben wir hier so ein Trönchen, aber das hat eh nichts mehr dabei. Dort oben ist noch so ein Spawn, den ich dann gerne aushebeln würde. So. Geil. Was windet es da oben? Munition und so? Okay. Da hat es eigentlich wiederum nicht so viele Gegner. Das ist natürlich auch eines der früheren Levels und dementsprechend hat es noch nicht so die briefen Gegner, weil eben, wie ihr es vielleicht kennt vom Doom, es gibt ja schon einen Strubi-Riesen-Gegner. Und ja, hier ist man halt dann so ein bisschen mit den Kleinen unterwegs mit Games. So, jetzt hat es das Schild vorhin gar nicht genommen. Das kann ich schnell zeigen, wenn man aber einen von denen deaktiviert, drehen sie wieder richtig durch. Ja, es gibt auch viele Dickerigkeiten hier, offensichtlich.
Ich muss schnell eine andere Pumpe nehmen, weil die macht fast zu viel Schaden. Ich möchte es eben mit diesen Glory Kills fertig machen. Und dann kann ich dann... Yes. Kann ich dann noch ein bisschen die Fähigkeiten aufrüsten. Das muss ich also richtig wissen. Fürsteli. Da ist noch einer mit irgendeinem Laser am Start. Come on. Okay, das ist schon noch hart, wenn man so eine schwache Waffe verwendet. So, und ja, ihr seht, und auf dem PC geht es noch eine anders ab. Dort kann man ja mit 130 Field of View spielen, also man sieht dann noch einmal viel mehr. Und ja, natürlich die Maussteuerung ist dann schon noch einmal Mühe präziser, logischerweise. Also jetzt sehe ich hier, kann man irgendetwas klettern, was ich glaube ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Schnell schauen, wo mir das herführt. Das Coole ist eben, es gibt auch wirklich jenste Versteck, Geheimnis, Rätsel in dem Sinne nicht. Das ist auch Doom. Ja gut, wobei das Alte hat eigentlich auch ein paar Rätsel hatte. Easy. Rätsel bin ich noch nicht gross gestossen, was mir relativ angenehm reinkommt. Weil, da ist er. Aber es geht hier wirklich einfach ums Reinballern. So, schnell schauen, ob es hier jetzt klappt. Mit dem Speed-Kill, jawohl. Schön festlich können demolieren. Dann jetzt hier der Bam-Bam auf jeden Fall. Nächstens hoffentlich auch. Yes. Da auch gerade als nächstes. Ja, also man kann schon gäbig die Türen drehen. Wenn es dann gut fließt. So. Ja, sonst kann ich zur Abwechslung hier auch mal noch eine andere Waffe nehmen. Und schnell den fertig machen. Das Gute ist, so Doom-typisch, dass sich Gegner auch die unterschiedlichen Typen gegenseitig das Leben schwer machen. Hey, aber lass uns mal schnell. Die Frage ist, ob ich mir jetzt das Leben nicht schwer machen. So. Das wirst du auch mal noch runternageln. Jawohl. Jetzt haben wir noch einen gehabt, dort oben. So. Das wär's dann auch schon noch. Jawohl. Coole Sache. Also, schnell schauen. Sorry, falscher Knopf. Weil es scheint, bin ich eben auf der Suche nach diesen Elite Guards. Jesus Christ, also ich muss nach hier einen, der rechts durch. Okay. Ah, der ist sogar offen, nice. Spässig, dass da keine Gegner sind. Ah nein. Andere Richtung. Ja, sagt er und dann zack, umdreht und schon ist ein Gegner im Gesicht. Also da hinten gut scheinbar durch. Ist der offen? Irgendwo ist mir da noch einer ein bisschen auf... Oh, 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 schön gesniped, hey, von ganz hinten bis vorne. Also Call of Duty kann man auch ein bisschen spielen, so mit dem Visier. Wobei der andere Mod ist fast geiler vom Maschinengewehr. Da kann man dann so Raketen reinladen. Und auch ziemlich Schaden machen. Also. Irgendwo ist da glaube ich noch das Geheimnis, weil der Controller vibriert ein bisschen. Aber das Beste... Oh, schau jetzt mal. Da ist sogar noch so eine Bonusfigur. Aha. Ist das auch unten dran, oder? Ja, aber so viel zu keine Rätsel haben. Ist das geil. Ja, es ist irgendwie ein Mühe unten dran. Vielleicht muss ich das vom unteren Stockwerk probieren. Aber das mache ich dann definitiv ein anderes Mal. Weil jetzt möchte ich da noch 1, 2 Gegnerkonfrontationen zeigen. Gehen wir doch einfach schnell. Ah, das ist auch geil. Irgendwie geht es glaube ich darum, die Dinger zu deaktivieren. Und er macht es aber nicht unbedingt die sanfte Tour. Geil. Aber man muss auch sagen, der Auftraggeber in diesem Sinne ist schon ein bisschen Nasi. Weil das Portal zur Hölle ist aufgegangen, da ist er nicht unbedingt unschuldig. Also jetzt ist der Gang noch zu. Hey, oh, okay. Zieht er es rein. Jetzt bin ich also unten dran. Das heisst, irgendwo da oben wird das Männchen versteckt sein. Yeah, genau. So, die Doom Guys kann man überall finden. Da gibt es ein bisschen klassische Musik dazu. Sehr nice gemacht.
Ja, da bin ich das letzte Mal einfach neben dran durchgelaufen. Don't you worry. Yeah, eigentlich möchte ich gar nicht zu viel spoilern und erzählen so, hey, Jungs, wirklich und Mädels, sehr geil zuschauen, zieht euch das Doom rein, wenn ihr irgendwie auf First-Person-Shooter steht und die Schnauze voll habt von irgendwie ewig lange Zwischensequenzen und 1000-mal nachladen und so und einfach reinballern, dann ist das Doom wirklich genau das richtige Game für euch. Ich kann nicht garantieren, dass es jedem gefällt, aber yeah, also für mich rockt es wirklich gerne bald. So. Jetzt kommt hier vielleicht noch etwas Gröberes gerade. Wieso nicht noch ein bisschen fighten? Dann muss man hier die erste Gegner in die Luft noch jagen, hat es geheissen. Blutige Geschichte. Jetzt tun wir den noch schnell zerstören. Mit dem Schild, thanks. Oh, okay, wieder ein Bam-Bam, hä? So, das Geile ist, dass die Raketen auch stecken bleiben so ein bisschen und erst nachher gesamthaft explodieren. Oh, get the fuck down, so. Den nächsten auch gerade nehmen. Oh shit. Ja, eben, wenn man es aber nicht killen und sie dann gleich Schaden liegen, ist das auch ein bisschen schade. So, den nehmen wir auch noch. Genau. Dann so die Zusatzherausforderungen, die man aber noch abschließen, sind auch noch witzig. Also es ist wirklich rundum ein geiles Game. Dann gibt es verschiedene Power Boosts, so wie früher auch schon. So. Come on. So. Ammo. Schießt sie dann richtig schnell. Power Jumps, ja, alles, was das Herz begehrt hat. Wirklich ein Wahnsinns-Game. Also, yeah, ich bin voll des Lobes. Ich finde es wirklich geil. Das neue Doom gibt es für PC, Xbox One und PS4. Ich wünsche euch eine gute Zeit und noch ein schönes Pfingstweekend. Hey, tschüss zusammen, macht's gut.